üblicherweise und in allen Sprachen mehrere Bedeutungen. Darum, wenn man ein Wörterbuch nimmt, zum Beispiel Portugiesisch, Deutsch, dann wird man sehen, dass eben dass es ganz üblich ist, dass ein portugiesisches Wort, da findet man mehrere Wörter im Deutschen. Und das muss so sein. Gott hat die Sprachen so konzipiert weltweit, damit wir überhaupt sprechen können. Hätten wir nämlich für jede Bedeutungsnuance ein anderes Wort, dann müssten wir so 50.000 oder 60.000 Wörter aktiv beherrschen. Und ich kann behaupten, das ist alles untersucht worden, da ist niemand, der 50.000 Wörter im Deutschen aktiv beherrscht. Nein, das sind viel, viel weniger. Und dann hätte man das gleiche Problem wie mit den chinesischen Zeichen. Es gibt so viele für alle Bedeutungsnuancen. Niemand kennt alle. Und so ganz gescheite Leute, die können sogar 5.000 oder 6.000 chinesische Zeichen. Aber es ist echt ein Problem. Nun, Gott hat die Sprachen so konzipiert, dass eben ein Wort mehrere Bedeutungen hat. Aber die Vieldeutigkeit wird normalerweise im Textzusammenhang neutralisiert. Dass man sofort versteht, jetzt ist diese Bedeutung gemeint, jetzt ist jenige Bedeutung gemeint und so weiter. Und dadurch gibt es aber trotzdem eben im Gespräch immer wieder Missverständnisse.